Dankeschön für den Einmarsch, danke Kölsche Preußen, mit unseren Kölschen Domkreuz. Der erste Auftritt im Kostüm. Ja, wie gefällt euch das Kostüm? Mal nachfragen? Ja, jetzt aber. So, Quiz, stellt euch auf zum Tanz.
nichts mehr machen, alles live. Ich hoffe, wir stehen im Blut, Wasser laufen zusammen! Wir sind Umweltsrocker, mit den Plänen, das haben sie ganz toll gemacht. Und wir sind jetzt dran und ich will sagen, wir fangen doch direkt an, sparen ja nicht mehr lang. Viel Spaß dabei!
bunte Stadt und jeder ist gesagt. Der Weltenfremde steht und schaut mal Fahrrad und man fährt durch die Stadt und jeder ist gesagt. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, ich habe einige Lieder dabei, die ihr mitsingen könnt. Und das nächste Stückchen, das ist für alle Bertelsche, für alle Dagmars, für alle Claudias, für alle Mädchen und ganz besonders für Marie. Loben die Menschen hinterher. Ich kann doch nicht doch wieder nicht so sind. Und ich muss das noch nicht ohne mehr. Warum hast du die große Liebe? Selbst Marie will immer nur das eine. Ich bin anders als die anderen. Ich will doch so viel mehr. Leb Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Leb Marie, das habe ich noch nie gemacht. Leb Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Was tanzen mit alles und was kaufen? Doch noch und ist auch nicht allein. Wir panzerniert es gebrochen, will so oft wenig Strom bringen. Mein Dortmund ist mir dafür nicht so schade. Nein, ich lasse dich nicht mehr benutzen. Kannst nicht mehr hören diese Frage. Ja, nun zu dir oder zu mir. Leb Marie, ich bin kein Mann für eine Nacht. Leb Marie, das habe ich noch nie gemacht. Leb Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Hey, 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 hey! La 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 Leb Marie, bin kein Mann für eine Nacht. Leb Marie, das habe ich noch nie gemacht. Leb Marie, es muss die wahre Liebe sein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Für eine Nacht bleib ich lieber allein. Hey, die Händchen!
habe zu singen, das habe ich jetzt schon gehört. Habt ihr da noch Bock, ein wenig zu schunkeln? Wenn ja, dann hakt euch jetzt ein und schunkelt mit mir auf das schönste Lied, das wir zum Schunkeln haben. Die Buch haben es uns geschenkt. Ruht, Sinn, Berufsinn. Der ich dir damals geschenkt. Der soll dir sagen, dass ich an dich denk. Oh, unser Baum, der steht noch dort, wo ich das Essen gemacht. Der Baum, der hätt uns beiden Glück gebracht. Und jetzt bin ich zusammen. Wahnsinn. Ja. Ihr macht so schön mit. Das ist für den Künstler, der hier vorne steht, eigentlich immer das Schönste, wenn die Leute mitmachen. Ich komme zum Schluss und ich habe noch eine schöne, leise Nummer mitgebracht.
Der Junge hört bestimmt zu. Diese Reisenummer, die ist in Köln geboren. Ja, wer ein Feuerzeug hat oder ein Lämpchen, kann das am Ofen halten. Die Stadt ist längst am Schlafen, für mich ist alles still. Nur ein Geist läuft durch die Straße, keine Ahnung, was ich will. Ich weiß nur, du bist meine Stadt und das singt ja und da. In Köln bin ich geboren, in Köln bin ich zu Hause. In Köln, wie könnte es anders sein? Hier ich bin. Viel Spaß noch beim nächsten Programm. Dankeschön. Qualifizierung, alle Bullen studieren, doch was ist, wenn es Wasser drückt? Qualifizierung, alle wollen jetzt Besseres sind, während ich im Zimmer schwimme. Qualifizierung, ich brauche keine Bachelor, ich brauche einen Installateur. Ich ruf der Erste an, der hätt kein Zick. Ich ruf der Zweite an, der hätt kein Glück. Ich ruf der Dritte an, es hätt kein Küt. In 3 Wochen, da wäre schon so weg. Doch es gibt Leute, die mir helfen können. Ich rufe meinen Lifestyle-Trainer kurz mal an. Davon wird die nasse Bude zwar nicht trocken, doch er zeigt mir, wie ich damit umgehen kann. Und dank Feng Shui kann mein Ski froh locken.
Vielleicht wird davon ja sogar mein Karma trocken. Im Zweifel mach ich's mir mit Räucherstäbchen schön. Und irgendwann kann ich dann übers Wasser gehen. Die muss für euch dabei denken, alles stark ist. Wenn wir aber apropos über das Wasser gehen, ne? Ja. Wenn wir diese ganzen Sondierungsgespräche, die gehen mir so auf den Geist. Ich habe heute den ganzen Flur geputzt. Moment mal, der Flur war doch sauber. Ja, der war sauber, bis dieser dumme Hund von Trittin kam. Das kannst du aber heute so nicht sagen. Hör mal, der Trittin, der war mit dem Hund da. Mit dem Hund, Der hat mir in den Flur gemacht. dieser komische Hund. Der komische Hund. Aber was ist das überhaupt für eine Sorte? Habe ihn auch gefragt. Ich sag, Jürgen, kannst du denn nicht besser aufpassen? Was ist das überhaupt für eine Rasse? Hat er gesagt, es wäre ein Demjet. Ah, aus Russland. Der hat gesagt, er hätte von Demjet und von Demjet und Der war doch bei der Frau Merkel gewesen. ja. Ja, und was hatten die für ein Thema? Die hatten Verkehr. Wie Wochen früher, ach wie schön, mit Kutschen doch so angenehm. Statt Afgasjordet mal ein Fuchs, das war die Kutscher völlig los. Und Peter Äpfel und der Strauß, die machten all der Mische Spaß. Statt Emissionen in der Luft, wurde alles schnell zu feinem Duft. Getankt und Wasser, Heu und Hafer, das war so lecker wie beim Lafer. Die Wirkung war phänomenal, war wie bei Esso und Aral. Noch Stunde boten dann die Tiere zur Erholung in Quartiere. Das war bei Pet und bei Ochs, wie demnächst mit der Ladebox. Denn stundenlang geht doch nichts mehr. Es fehlt einfach die Energie. Bei Pet und E-Mobil, das muss man wissen. Manchmal kriegst du jetzt gerissen. Ich glaube, danach ein Kabel. Ach, herrlich. Ich kann die Situation nicht verbessern. Bitte schön. Ja, wunderbar, Dankeschön. Jetzt machen wir wieder. Wir uns mit der Koalitions- bzw. mit der Sondierungsverhandlungen, ne? Aber habe ich das richtig gesehen? Kann es sein, dass sich langsam die Grünen so ein bisschen an die CSU angenähert haben? Ja, ich meine das ja auch, ne? Ich meine, der Dobrindt hätte mit dem Cem Özdemir einen Kaffee getrunken. Nee, das kann nicht sein. Das kann überhaupt nicht sein, weil der Herr Dobrindt, der trinkt nämlich nur Tee. Ach, deswegen kommt er mir immer so abgebrüht vor. Genau. Rata, 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 rata. Im Wagen vor uns fuhr Minister Dobrindt. Er testete ein super Neumodell. Ein Fahrzeug für die Alten, sowas will er gern gestalten. Das brauchen wir in Deutschland ziemlich schnell. Wo das Ersatzrad war, steht der Rollator.
Ein Weckruf macht dich immer wieder wach. Und auch für die Tabletten, die zur Not dein Leben retten, ist reichlich Platz im Einmalhandschuhfach. Abends ist Platz für die Katheterflasche. Nee, ist das schön, statt Aschenbecher, Schädchen für den Zeck. Das Navi seht ihr nicht nur, wo du hin musst, ganz gewiss. Es seht ihr ab und zu, wer du bist. Rata, 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 rata. Ich meine, das wird man schon gemerkt haben bei den Sondierungen, ne? Wo sie am schnellsten Einigkeit hatte, das war bei dem Thema Gesundheit. Ne? Ja. Und ich glaube, da gibt bald die nächste Reform. Ne? Ja. Wenn das so durchkommt, wie die das vorbesprochen haben, ne? Da können sich alle jungen Frauen freuen. Die Krankenkassen bezahlen künftig dieses Brustpiercing. Warte mal, wann bezahlen die? Ja, dieses Brustpiercing. Oh, das kann doch nicht sein, wieso das denn? Ja, damit die Kinder sich früher an die Zahnspange gewöhnen müssen. Ja, und sonst? Sonst wird alles teurer. Du wachst aus der Narkose auf und hattest nochmal Glück. Und auch die Intensivstation ist technisch gut bestückt. Noch sorgt ein Apparat dafür, dass es mit dir weitergeht. Doch daran hängt ein Parkour, die bei 3 Minuten steht. Ja, da kommt ja schon die Schwester. Und was sagt die? Haben Sie mal einen Euro für einen guten Zweck? Wenn Sie mir geben, dann kommt der auch nicht weg. Wir werfen dann den Euro gleich an der Parkour ein und werden noch ein Stündchen hier zusammen sein und werden noch ein Stündchen hier zusammen sein. Und drück dich dann die Blase, das Fläschchen muss jetzt her. Dann drückst du auf die Klingel, doch da passiert nichts mehr. Doch halt zuerst einen Euro in einen kleinen Schlitz. Dann kommt schon nach einer Stunde die Schwester angeflitzt. Und was sagt die wieder? Haben Sie mal einen Euro für einen guten Zweck? Wenn Sie mir geben, dann kommt der auch nicht weg. Wir werfen dann den Euro gleich hier am Fläschchen ein. Und dann wird unser Bettchen noch lange trocken sein. Ja, dann wird unser Bettchen noch lange trocken sein. Ich habe den Eindruck, ein kleines bisschen kommt bei euch an. Von daher trauen wir uns mal noch das nächste zu bringen. Ja? Ist dir eigentlich der Herr Schulz nur mal über die Füße gelaufen? Der Herr Schulz? Nee, aber die Tage habe ich ja den letzten aktiven iPhone-Vulkan gesehen. Ne? Wen hast du gesehen? Andrea Nahles. Insider nennen sich auch Andrea Nahles. Habe ich dir erzählt, die Andrea Nahles, die hat ja eine Ausbildung als Rinderzahnarzthelferin gemacht. Rinderzahn? Ja. Das ist ja interessant. Warum ist sie das denn nicht geblieben? Ja, die konnten die nachher nicht mehr gebrauchen. Ach so. Ja, die konnten schon damals nicht richtig das Maul halten. Weißt du. Ist auch. Nee, das hört ja auch nicht jeder zu. Wir kämpfen mit der neuen Endstufe.
SPD, das ist eine gute alte Partei, doch rückt sie nach, da ist sie nicht mehr ganz so dabei. Sie hat Tradition, ist quasi shabby schick, doch nie wie jeder Fünfte, der will das nicht. Der macht den Schutz aus Würselen, der ist ja richtig nett. Doch warum trägt der immer so ein beschatter Jackett? So, und weiter geht's im Programm. Karin, du guckst so, du bist dran. Bist du soweit? Ja? Yogi auch soweit? Dann darf ich hier heute Abend präsentieren Karin Katharina Köppel. Ich weiß, dass der Ständer zu hoch steht für dich. Bitteschön. So, hallo zusammen. Schön heute wieder hier zu sein im Stapelhaus. Ist ja nicht das erste Mal, schon fast Gewohnheit. Damit wir uns jetzt ein bisschen näher kommen, machen wir das erste Lied zusammen. Dazu brauche ich ein bisschen Unterstützung von euch, da ihr meine Lieder noch nicht so ganz so kennt. Das heißt, der eine oder andere schon, den einen oder anderen habe ich schon gesehen, der war beim letzten Mal dabei. Für das erste Lied brauche ich den rechten Arm nach oben. Nehmt mal bitte den rechten Arm nach oben und ihr fügt den Daumen und den Zeigefinger zusammen und ihr singt jetzt gleich mit mir zusammen Oh, oh. Vorweg singt ihr aber mit mir Mehr jede Jesu, oh, oh. Okay, wir versuchen das dreimal zusammen, okay? Mehr jede Jesu, oh, oh. Mehr jede Jesu, oh, oh. Mehr jede Jesu, oh, oh. Mehr jede Jesu, Jod. Ah, gut aufgepasst. Okay, dann machen wir zusammen das erste Lied von mir. Meine Liebeserklärung an unsere wunderschöne Stadt, nur bei dir. Und ich will eure Hände sehen. Doch dann ihr Kleid steht der Jung und so manches graue Raum. Die gute Liebste starke Freunde, das Natur wegbezingt. Und einmal im Jahr, da bist du das Bunte schwimmt. Und einmal im Jahr schwimmt alles total verrückt. Nur bei dir, jede Million, nur bei dir. Ich spiele Song nur bei dir. Wir sprechen dieselbe Sprache. Wow, nur bei dir. Kann ich alles nur bei dir. Will ich spielen
Ich habe heute so ein bisschen Probleme mit der Stimme, bin ein bisschen erkältet. Und was sollte man nicht machen, wenn man erkältet ist? Wenn man lecker schön blitzen. Der Kuss ist mir zu wenig. Feststelle Macht hat ich bedingt, doch hab nicht dich gesehen. Du brauchst den größten Sprechheit, doch sehr schön ausgesehen. Du brauchst mir den Gruß, ich dir den Kuss, auch für mich mit drin. Dann kommt der Spruch, ich darf dich versehen und kriegst dich für mich hin. Der Kuss ist mir zu wenig, ich will die Zeit mit dir. Sind wir uns neue Bilder, hey oder bei mir. Der Kuss ist mir zu wenig, du kannst ja nichts dafür. Wegen Herzens nenn ich dich, ich kann nicht wie sie. Sind wir uns neue Bilder, denn ich will nie von dir. Am nächsten Tag stund wieder dort, 5 Hunde hinter sich. Als würde er dann, als wieder hin, verschafft er sich dann nicht. Der größte Held wurde dann das Geld, für der Stunde dort. Dann war keine Spruch, sondern Instrument, und komm mir dann ganz nah. Der Kuss ist mir zu wenig, ich will die Zeit mit dir. Sind wir uns neue Bilder, hey oder bei mir. Der Kuss ist mir zu wenig, du kannst ja nichts dafür. Wegen Herzgesehen, ich will dich, ich kann dich improvisieren. Sind wir uns neue Bilder, denn ich will nie von dir. La 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 la, 1, 2, bitte. La 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 la, 1, 2, bitte. Der Kuss ist mir zu wenig, ich will die Zeit mit dir. Sind wir uns neue Bilder, hey oder bei mir. Der Kuss ist mir zu wenig, du kannst ja nichts dafür. Wegen Herzgesehen, ich will dich, ich kann dich improvisieren. Sind wir uns neue Bilder, denn ich will nie von dir, denn ich will nie von dir. Dankeschön. Für das nächste Lied brauche ich wieder den berühmten Ständer, der ja immer... Mal gucken, dass ich den auf meiner Größe überhaupt eingestellt kriege. Ich glaube, einen Kinderständer gibt es noch nicht, ne? So, bei dem nächsten Lied brauche ich wieder ein Stück weit eure Unterstützung. Dazu nehmt ihr bitte mal beide Arme nach oben. Mal bitte beide Arme nach oben und wir fangen links an. Ole, 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 ola. Hey am Ring, im Sonnenschein. Das sah ja schon mal ganz gut aus. Das versuchen wir jetzt nochmal. Nochmal die Hände nach oben und wir fangen wieder links an. Ole, 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 ola. Hey am Ring, im Sonnenschein. Ich denke mir, Ring und
Ist ja ein bisschen mau hier drin. Aber trotzdem könnte man sagen, Storno und Tanz. Und die Hände will ich sehen, ich will die Hände sehen. Zu schnell gefahren, der Kuschelwitz. Der Lampe ist fort, du weißt nicht, das Chef im Nacken, der dich hintergeht, das Alarm fort, und du bist verlegt, weil es einfach nicht, warten also jetzt.
nochmal. Fastelavond können wir euch. Ja, mir leider nicht, das habt ihr euch sicher gedacht. Und wisst ihr, wer das schuld ist? Nein, der Schwiegerdrachen ist schuld. Ja, als die heute Morgen ihren Besuch angekündigt hat, da hatte ich 2 Stunden zu tun, um das herzlich Willkommen aus der Fußmatte zu kratzen. Und dann sitzt sie da und knatscht in ihrem Kaffee. Was war passiert? Schätzelein, ich bin hier, nicht in diesem kleinen Gerät. Pass ich nicht rein. Ja, die Schwiegermutter hatte mal wieder Ärger mit ihrer göttlichen Zuteilung mit dem Erwin. Ja, sie sind zusammen in die Stadt gefahren für einen neuen Anzug. Und dann kam der Schwiegervater aus der Kabine raus. Da sagt die Verkäuferin, entschuldigen Sie, aber Sie haben vergessen, die Hose zuzumachen. Und da mischt sich diese alte Nebelkrähe wieder ein. Und da sagt sie, ja, Fräulein, so ist das. Wenn das Pferd tot ist, kann der Stall ja ruhig aufbleiben. Ja, hör mal, diese Frau, die hat von morgens, komm mal hier rüber. Diese Frau, die hat von morgens bis abends nichts anderes zu tun, als den Alten zu ärgern. Die rennt Löcher in den Teppich und überlegt sich, wie sie dem wieder einen reinbürgen kann. Dieser Tage beim Frühstück knallt sie dem einen Brief auf den Tisch und da sagt sie, Erwin, jetzt weiß ich, was du für einen Charakter hast. Ich habe deine Liebesbriefe zur Schriftanalyse an einen Numismatiker geschickt. Hier ist das Ergebnis, da steht drin, du bist eingebildet, geizig und faul. Oh, der Schwiegervater, so ein Kragen, sagt, was hast du gemacht? Du hast meine Liebesbriefe an einen wildfremden Menschen geschickt. Da sagt sie natürlich nicht, deine Sauklaue kann ja keiner lesen, die habe ich alle nochmal abgeschrieben. Ja, ihr müsst auch nicht denken, dass das mir mit meiner göttlichen Zuteilung, was mein Herbert ist. Also du guckst, du heißt Herbert, nein. Meine göttliche Zuteilung heißt Herbert, ja, da kannst du froh sein. Du musst nicht glauben, dass er mir mit dem besser geht. Nein. Als ich mich eben für euch schön gemacht habe, da kam ich aus der Dusche splitterfasernackt. Und da hat... Wieso hast du jetzt das Gesicht verzogen? Boah, bist du gemein. Er hat mich angeguckt von oben bis unten und hat gesagt, Kistedübel, hat dir in der letzten Zeit einer gesagt, wie schön du bist? Boah, ich war hin und weg. Da sagt er, hat dir einer gesagt, wie herrlich dein Haar ist, wie wunderschön deine Augen leuchten und was für ein niedliches Figürchen du dein eigen nennst? Ich war hin und weg. Ich sage, Herbert, das hat mir schon lang keiner mehr gesagt. Da meint er, siehst du, da solltest du mal drüber nachdenken. Boah. Dabei sieht der selber aus wie stirbt langsam Teil 5. Mann, der hat zugenommen. Dieser Tage kam der aus der Kneipe sturzbetrunken. Und was? Hier, Schätzelein, was machen Männer, wenn die vom Hallo? Oder du? Was machen, Hasel, was machen die Männer, wenn die vom Saufgelage kommen? Schlafen. Nee, die Frau schläft, der Mann kommt rein und macht das große Licht an, damit auch jeder mitkriegt, dass der da ist. Ja, und dann steht der vorm Spiegel, splitterfasernackt und bewundert sich. Und dann streichelt der über seinen Hefespoiler, guckt in den Spiegel und sagt, ah,
89 Kilo pures Dynamit. Ich sage ja, nur schade, dass die Zündschnur so kurz ist. Ich weiß heute leider nicht mehr, warum ich mich in diesen Mann verliebt habe. Ich weiß es nicht. Der hat eine Körperspannung wie eine Rheumadecke. Das ist furchtbar. Und der bewegt sich so langsam. Hör mal, ganze Kontinente bewegen sich schneller als der. Wenn ich dem seinen Jogginganzug nicht einmal die Woche in die Waschmaschine stecken würde, hätte der überhaupt keine Bewegung. Ich weiß nicht, warum ich den geheiratet habe. Den Mann mit diesem gewissen Nichts. Ich weiß es nicht. Wir sind wahrscheinlich alle verheiratet, aber keiner weiß warum. Ich habe mich das schon vor Jahren gefragt, als Prinz Charles die Camelia geheiratet hat. Ja, ich wusste nicht warum, aber dann kriegte ich beim Friseur eine Illustrierte in die Hand und da war mir klar, Prinz Charles hat die Camelia nur geheiratet, damit er auf den Familienfotos nicht immer der hässlichste ist. Ja, immer locker durch die Hose atmen, Schatzi. Ja, hör mal, heiraten, alle wollen heiraten. 2014, die Hochzeit des Jahres. Kennt ihr Richard Lugner? Dieser Baulöwe aus Wien, dieses Wiener Blockflötengesicht. Der ist 86 und hat das Hasi, Katzi, Schatzi, Mausi geheiratet. Die ist 24. Da kann ich nicht hingucken, da kriege ich Netzhautablösung von. Hör mal, tu mir einen Gefallen. Richard Lugner, 86, der muss mit einer Hand im Blumentopf schlafen, damit er sich an die feuchte Erde gewöhnt. Hör mal, alle wollen heiraten. Mach mal das Fernsehen an. Da kriegst du keinen Sender mehr ohne eine Kuppelshow. Jetzt geht es wieder los mit Bauer sucht Frau. Hör mal. Das muss anders heißen. Habt euch die Bauern mal angeguckt? Das muss heißen Präsiger Bauer sucht Kuhstall Godzilla. Und das Aussehen ist egal. Hör mal, diese Bauern, die kannst du dir nicht schön saufen. Na, so viel Kölsch gibt es nicht. Und dann weiß ich nicht, wohin sendet RTL den Aufruf von diesen Bauern. Habt euch mal diese Fleischwurstelfen angeguckt, die sich da... geht doch hier vorne, Kinder, beruhigt euch doch. Ja, diese Pommespanzer, die sich da bewerben, ich weiß es nicht. Ich glaube, RTL, und ja, ich glaube, RTL stellt die Bedingungen. Hört doch mal auf. RTL sagt, entweder müssen die Bewerberinnen schwer übergewichtig sein oder die dürfen insgesamt nur 7 Zähne haben. Habt ihr euch das mal angeguckt? Das geht ja gar nicht. Diese Zombies, mein Gott. Und dann kommt ja das Schönste. Das Schönste bei Bauer sucht Frau. Es kommt das Scheunenfest. Ja, da kommen die Mädels im Dirndl. Da krieg ich ja zu viel, aber die haben Orangenhaut mit ganzen Früchten. Aber die kommen im Dirndl. Ich habe Probleme, eine Jeans zu kaufen und die kommen im Dirndl. Ich weiß nicht, wo die das herhaben. Tine Wittler, die habe ich im Verdacht, da
da ist Sofastoff übergeblieben. Mann, Mann, Mann. Aber, soll ich mal Pause machen? Ich habe mir jetzt gedacht, ich möchte auch so ein Dirndl haben. Und dann bin ich in so eine kleine Kabine. Guckst du dich da im Spiegel an, da siehst du aus wie eine Wasserleiche. Und vor allem in der Mitte geht das Scheißdirndl nicht zu. Jetzt haben sie dieser Tage bei Aldi Speck weg Unterwäsche. Ja, das ist was Geiles. Ganze, zieh mal schön den Bauch an, genau. Da ganze 10 Pakete Elisen-Lebkuchen kaufen und die Speck weg Unterwäsche. Das ist schön. Und dann musst du dir den Hintern einhüllen, damit du überhaupt da reinkommst. Damit diese Speckweg-Unterwäsche über der Architektur drüber rutscht. Und jetzt hast du diese Speckweg-Unterwäsche an. Du musst nicht denken, der Speck ist weg. Nein, der ist nur woanders. Und der ist genau da, wo du den nicht gebrauchen kannst. Da hast du nämlich so ein Dekolleté und ein Doppelkinn. Ja, super. Hör mal, ich hab gedacht, wenn es so weitergeht und der Speck immer weiter nach oben wandert, da fallen mir die Zähne aus. So Sorgen hatte ich. Aber mir war klar, ohne Sport passe ich nicht in so ein Dirndl. Ich also bei Amazonas.de einen Hula-Hoop-Reifen bestellt. Ja, Hula-Hoop. Ich ziehe dieses Teil in meine nicht vorhandene Taille. Und dann habe ich meinen Bräter in Rotation versetzt. Und da habe ich Hula-Hoopiert. Fast eine ganze Stunde lang. Dann habe ich gedacht, oha, jetzt muss ich mal das Abendessen machen. Ich bleib also stehen. Meinst du, der scheiß Reifen wäre runtergefallen? Nein, da hatte sich dieses blöde Ding zwischen 2 Speckrollen so dermaßen tief in meine Körpermitte reingefräst, da konnte man nur noch operativ entfernen. Aber das Schlimmste kommt ja noch. Ich sitze in der Uniklinik in Köln, sitze ich im Wartezimmer, da steht auf dem Schild, hier betreut sie Dr. Peter Schmitz. Ach du Scheiße! Dr. Peter Schmitz, ausgerechnet mein Jugendschwarm aus der Schule. 2 Bänke habe ich hinter dem gesessen in der Klasse. Ich habe den angeschmachtet von morgens 8 bis mittags um 2 und er hat mich nie eines Blickes gewürdigt. Und jetzt sitze ich 20 Jahre, genau. Jetzt sitze ich 20 Jahre später mit 30 Kilo Übergewicht und mit diesen dämlichen Reifen bei denen in der Sprechstunde. Ist das peinlich? Aber dann hat er mich reingerufen und ich dachte nur, boah, ist der alt geworden. Von seinen ehemals schwarzen Locken war nicht eine mehr da, nur noch eine rosa Fleischmütze. Sein Traumfigürchen hatte er sich weggefressen. Und seine stahlblauen Augen, die waren verdeckt von solchen Kompottschalen als Brille. Ja, das gönn ich dir. Und dann habe ich gefragt, Entschuldigung, ist es richtig, Sie haben doch auch am Quirinus das Abitur gemacht. Da sagt er, ja, woher wissen Sie das? Ich war dann ganz verlegen und habe gesagt, Sie waren in meiner Klasse. Da sagt dieser dickbäuchige und glatzköpfige Käfer zu mir, ach ja, und welches Fach haben Sie unterrichtet? Und die Moral von der Geschichte, einen Heiligenschein, den brauche ich nicht. Ich bin kein Engel und ich habe keine Flügel. Kalala!
sag euch, der Kistenlöwe, Dankeschön, Köln! So, ich darf nochmal begrüßen, die Kistenlöwe, Tilly Meister. Ja, bitte. Einen wunderschönen Monat versammelt hier im Stadthaus. Wir sind nicht gerne hocken, wir sind froh, dass wir hier sein dürfen. Ich denke, ihr habt ein bisschen Spaß mit uns in den nächsten 25, 30 Minuten, bevor wir dann weiter müssen. Ich würde sagen, der Markus fängt an. Da. Das ist der Markus. Noch dabei bei uns in der Gruppe. Nettes Gatschen. Aber ich liebe Rasen. Ja, jetzt geht's mal ein bisschen Musik, ja? 1, 2, 3.
Ja, genau. Andere singen. Solang beim Lobby die Lichter noch brennen, solange Funk weht wie Schnippen von je, solange der Peter noch spricht, der Schneemann ist noch spät, ja solange schläft der Kölsche nicht um. In der Ferne, mein Güter auf der Straße. Zu leben, ja, der Denk ist da, die Küste hoch. Du willst und du fliegst, der andere ist der Los. Der ist der Mann und der Mensch, mein Güter macht er los. Ich bin so schwach, ich bin so was. Lebensrat, ich lebe so schnell nicht los. Solange man noch nicht macht einer, solange es hochgeht, ich bin die Füße runter, die Füße auf der Arme, der jetzt nur verfällt, und hat die Schlüssel höchste, ist in uns vor, ist in uns los, der Lebensrat, ich stirb so schnell nicht los. Solange bei Lobby die Lichter noch, solange es umfällt, die Stirb so geht, solange das Wetter noch steht, aber jetzt müssen wir einmal alle die Hände nach oben nehmen. Alle zusammen. Einmal alle die Hände nach oben. Und dann schwenken wir die Ärmel zusammen. Solange beim Laufen die Lichter noch brennen, solange es unkriegt, die Stimme vergeht, solange der Winter noch steht, der Schneemann noch springt, ja, solange schläft der Kölsche nicht.
aus einem ganz bestimmten Grund. Ich hatte eben schon mal gesagt, wir hatten den wir normalerweise am Anfang wollten, wenn man nicht dort, aber jetzt ist er doch. Ich darf mal meinen zweiten Vorsitzenden, Matthias Schmitz, bitte auf die Bühne bitten. Der Deutsche Schmitz Mattes. Geh mal dazwischen. So, unser Geschäftsführer, die Steuer, das sieht man nicht schon. So, als erstes darf mal der Geschäftsführer unser Orden überreichen. Das erste. Mit anderen. Aber ohne Zungenbitzen heute bitte, ja, aber gezickt für. So, ein weiterer Grund, lieber Matthias, ist, dass wir dich hier auf die Bühne haben. Ich möchte, oder die Föderation Europäischer Narren in Deutschland, den Narrenverband Rheinland, möchte ich gerne auszeichnen, deren Präsident ich bin. Aktuell. Und zwar, Matthias Schmitz soll für seine Verdienste um die deutsche Sprache geehrt werden, da er diese tagtäglich lebt und pflegt bei seiner Führung durch die Stadt Köln. Bestimmt einmal, ne? So, ich darf dir meine Urkunde vorlesen. In Anerkennung seiner besonderen Verdienste zur Erhaltung und Förderung des kannibalisischen Brauchtums verleiht die Föderation Europäischer Narren Herrn Matthias Schmitz den Nachfolger Europa in Bronze. Föderation Europäischer Narren Deutschland e.V. Darmstadt den 18.11. Präsident Egon Schmidt, Regionalpräsident Peter Jakob Müller. Herzlichen Glückwunsch. Wir hätten auch nicht. So, dazu bekommst du dann auch noch, was du hast ein Ziel verhoben, ja. Muss aufpassen. So, dazu bekommst du auch noch den Orden der Föderation Europäischer Narren, da kannst du nicht. Der hat ein leichtes Problem, das ist ein Orden, der 2017 zweimal gibt. Nämlich nach 2017 drinstehen und nicht 2018. Es gibt auch Ordensbecher, die das nicht richtig machen, sag ich mal so. Das Problem war, lieber Werner, wir haben den bekommen, das ist aufgefallen und wir hatten, wie wir wiederkamen, unsere im Haus durchstehen. Da muss ich doch kommen. Ja. Bitte schön. Ja. Und dabei wollte meine Freundin haben, so, auf den Matthias Schmitz, auf die Föderation Europäischer Narren, ein Dreifacher von der FC Köln. Föderation Europäischer Narren. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Wer soll das bezahlen? Wer hat das bestellt? Wer hat so viel Winke, wer hat so viel Geld? Wer soll das bezahlen?
und unser Jungen ist, wie wir im Bund kartografieren. Kann ich es sagen, wie wir im Bund kartografieren, genau wie bei euch in Köln. Genau. Und bei uns hier zu Erfluenz, das beste Blatt, wa? Ich habe schließlich eine Musik gemacht, Platz für unsere tanzende Fraktion und die zähle ich jetzt, was die ganze Jahr über entstudieren. Viel Spaß dabei.
Bach von Hetze Kölle. Sternschnuppen. Danke fürs Vor. Christoph. Wir haben euch ein Paket Orden schon mal gegeben. Ja. Da kommt noch mal was. Ich habe gerade gezählt und abgestimmt, oder wie viel habe ich? Da geht das Mädchen und der Junge ohne Griff. Das ist mir wichtig wie alles andere. Gut, alles klar. Sag mal, Dankeschön und ach mal, gut los. Tschüss zusammen, Mann, ich noch viel Spaß und Freude.